Das Jahr feiern wir den 32. Welttag von den Kranken. 1992 hat der Papst Jean-Paul II. Diesen Tag an die Leben gerufen. Und das wohl kein Zufall, dass den 11. Februar gefeiert soll gehen, der Festtag von der Mutter Gottes von Lucht. Gerade zu Lucht bringen ganz viel Leid, hier Krankheit, hier Misere, hier Lebenskrisen, für und Mutter Gottes. Und sie fühlen sich stark gestärkt. Auch bei uns in der Kathedrale kommen viele Leute mit ihrem Lebensmisere bei Mutter Gottes. Oder wenn ich zuerst danach an der Basilika, an der Krypta, beim Grab vom Heiligen Willibrord gucken, rechts neben dem Grab leidt Buch. So mir am Pastoralteam immer. Gerade da kann ich noch ganz viel von Krankheit, von Leid, von Einsamkeit lesen. Auch das Jahr hat der Papst François als nächstes eine Message für den Welttag von den Kranken mit auf unseren Weg gehen. À vous qui vivez la maladie, qu'elle soit passagère ou chronique, je voudrais dire, n'ayez pas honte de votre désir de proximité et de tendresse. Für mit den Wörtern vom Buch Genesis, 2. Kapitel, 18. Vers zu sagen, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein bleibt. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Soignez le malade en soignant les relations. Wir sollen noch Kranke gucken. Wir sollen bei sie gehen. Wir sollen sie steipen, de weh mit ihnen gehen. Wenn ihr an Altersheimer, Spitäler, Pflegeheimer geht, dann hört ihr ganz oft etwas von den Menschen ihrer Einsamkeit, nach bevor sie hier Krankheiten thematisieren. Das ist für die Familien, für die Freunde, die regelmäßig dahin gehen, oft ganz schwer zu verstehen, dass sie sich einsam fühlen, obwohl sie regelmäßig Besuch kriegen. Es gibt natürlich auch viele Leute, die kriegen überhaupt keinen Besuch. Und die sind ganz besonders einsam. Aber gerade das soll es zu denken gehen. Und wir sollen versuchen, bei sie zu gehen, ihre Weh zu verstehen. Das ist aber nicht immer so einfach, einem anderen Mensch sein Weh zu verstehen. Ein Seelsorgerkollege, den hat das letzte ein Bild gebraucht und hat von unterschiedlichen Personen geschwärzt. Und wir haben den Blick auf so ganz unterschiedliche Schon gehabt. Bierschong, Scheischong, also Talentschong, Schong für eine Plage, Sneakers, Schong für alle Gelegenheit. Und normal die Schong, die wir noch an die Feier abbauen, wenn wir zusammen feiern, die haben wir geguckt und sie wurden alle Gute schon gebraucht. Das kein, den alle Guten die Schong unhat, also schon wäre doch kein, alle Guten die Schong wollen undoen. Einem anderen sing Schong undoen, das ist nicht so einfach. Und aber gibt es Sprichwort, was sagt, muss er mindestens 2 Wochen mit einem anderen Singen pur schon gegangen sein, für das in dem sein Weh verstehen kann. Also, wenn wir es wirklich auf ihn anlassen, dann können wir vielleicht verstehen. Lassen wir Welttag von den Kranken wirklich kein allein, gehen wir immer dem anderen, versuchen wir zu verstehen und mitzugehen. Das Jahr, wenn der Welttag von den Kranken auf Sonntag fällt, dann ist das ein Tag von Frieden, von Erholung, sicher auch von dem einen oder anderen Besuch, von Musik. Und da haben wir gedacht, der Welttag von den Kranken ging vielleicht ein bisschen untergehen. Dafür haben wir gedacht, wir gehen nicht an einem Film mitwollen, an das ein oder andere Altersheim, weil wir zusammen eine Feier mit den Leuten feiern. Das machen wir an der Fastenzeit. Und lo schon laden wir euch an, für dann den Film auch mit den Leuten an den Altersheimen zu gucken. Das macht man wie am Matthäus-Evangelium. Ich war krank, und dir hat mich besiegt. Lass mal die passend schon unduen, für beide krank zu gehen, und mit ihnen zu gehen.